Eng Person, die an der Lacht auch relativ oft an den Medien gesehen hat, ist Madame Paulette Lehnert Gesundheitsminister. Auch mehr vom Ulzig-Kanal hat eine pur Frohne sie. An der momentaner Situation überhält also Gesundheitsminister eine extrem wichtige Rolle. Während Madame Lehnert am Kader von der Impfkampagne interviewt, und sie hat also auf verschiedenen aktuellen Fragen eine Antwort geliefert. Wir haben sich so aufgestellt, dass wir die Phasen noch fahren. Ne? Am Moment haben wir ganz viel Kommunikation gemacht, nicht Grand Public, aber eben in Richtung von dem Cordon sanitaire. Das heißt, die Leute aus dem Gesundheits- und Pflegesektor, die hatten schon ganz viel Gelegenheit, man da Échangen zu haben, über Webinaren, über Newslettern, wo wir uns wirklich an sie adressieren, weil sie dort sind. Und, wir werden recht dafür haben, so viel zu evitieren, dass wir als Kampagne machen beim Grand Public, und das ist aber recht dann 2-3 Monate. So als Experte von der Kommunikation, dass das nicht gut ist. Das ist das am Anfang selbstverständlich geplant, aber immer in Funktion von der Phase, wo wir dran sind. Ärer Meinung kein den die betroffenen Konzerne an Pflichthöllen und mit Konsequenzen drohen, falls sich die Unsicherheit von den Lieferungen nicht geschwellt. Rein objektiv gesehen, dass nicht ganz viel Wert hat, Druck zu machen, weil sie sich wahrscheinlich selber drucken, also ja all Interesse, schnellstmöglich mit ihren Produkten auf den Markt zu kommen. Das ist so für sie aber ein Marché, der lebt. Da muss ich noch wissen, dass wir ja selber nicht verhandelt haben als Länder, den Auftrag an die Kommission gehen, die EU-Kommission, sie als der Vertragspartner. Und das ist auch formell, also an der Kommission für gegebenenfalls eben sich zu beschweren, wenn etwas nicht geliefert wird, wie es soll. Rein juristisch, also nicht Land für das zu machen. Ich meine, da wird auch viel Politik gemacht, man so aus so ein Kommission möchte dadurch, ich meine, sie sind natürlich daran, für möglichst viel Prävisibilität zu kreieren. Ich meine, wir sollten davon ausgehen, dass ein Mensch für sei Best geht. Ich meine, dass immens viel Suen drangestochen gehen, das kann schnell produziert gehen. Und irgendwo hat sicherlich alle Produzenten durch Interesse, so gut wie möglich für uns zu kommen. Ich denke, dass wenn sie Probleme haben, dass sie auch einfach nicht mehr schnell gelöst kriegen, wie das der Fall ist. Sie auch Beispiele, ich meine, von Pfizer aus gesagt, gehen uns am Moment ein bisschen zurückgeschraubt. Wir können mehr zu produzieren, die sind am Gang umzurüsten. Du gesagt, dass aber eigentlich nicht für bemüht, dass das heute so gut und so schnell wie möglich runterzufahren. Die Mutationen, die wir haben, gesagt aus, aber dass mein letzter Stand, dass die Wachsen das nach Mat aufdecken. Wenn eine neue Mutation kommt, dann das sind Phänomene, die können kommen, dann wird das dort immer direkt überprüft. Ich meine, das kann kein erst mit Sicherheit am Voraus so alles Neues, was auftaucht, wird direkt analysiert, geguckt, passt das oder nicht. Viele Leute freuen sich, was mehr machen, weil mehr keine Herdenimmunität errichten. Oft wird auch gesagt, dass beim Gesundheitspersonal recht 40% erreicht sind. Mit Madame Lehnert hat es darauf aufmerksam gemacht, dass die 40% sich just auf die Impfzentren beziehen. Parallel gehen aber auch viele Leute an die Spitäler geimpft gehen. Es sind am Moment, muss ich ehrlich sagen, nicht so beunruhigt, aber da muss ich noch wissen, dass wo man die Adhärenz von 40% haben, das sind die Gesundheitsberufe außerhalb von der Spitäler. Das ist für sie also wirklich nicht so viel mehr praktisch, sondern wie in den am Spital sich kann impfen lassen. Auch da sind wir am Gangen notzurüsten, für zu gucken, dass wir ihnen das auf ihren Arbeitsplatz zum Teil können anbieten. Das wird an den Altersheimen der Fall sein. Viele Leute lassen sich impfen, als ältere Leute lassen sich viel impfen an den Altersheimen, über 80% am Moment, die sich impfen lassen. Sodass ich da nicht so, sind da echt optimistisch. Ich denke, dass es schon viel geht, dann ausschlaggebend das für allem, dass effektiv die Vulnerablen sich natürlich viel impfen lassen. Das ist ja da, wo die schlimmen Konsequenzen noch kommen. Dass nicht ungeduld Privilegien und Impfung zu knappen, das ist wirklich nicht das, was wir wollen. Wir schaffen gerne auf Freiwilligkeit, auf Überzeugung auch, so die Leute sollen sich freisperren. Ich meine, sind fest davon überzeugt, dass wenn in an die dote Richtung geht, da sind Leute nach mehr als an ihnen treiben, dann wollen eigentlich, dass Leute zusammenhalten lassen. Dass wir alle guten Jitfried op Sänger derweis mat dazu beiträgt, dass man die Krise anders kriegen. Das kann ihn machen, an dem just Barriere strikt observiert, kann man an dem sich impfen lässt, dann mit Erschränkungen auf Freiheitsrechte, wenn nicht bis bewiesen wären, das ist auch haut noch nicht der Fall, dass sie wirklich geschützt ist zu 100%. Und sie wissen, das ist alles noch nicht wissenschaftlich gefestigt. Wir wissen, dass ich meine, die Impfstoffe haben hier
sie wirken an dem Sinn, dass sie einfach wees statistisch wird viel Männer Kollateralschuld kommen, wird Männer Leid sterben, wird Männer schlimm krank gehen, mir Stand haut kann ihn nach nicht per A plus B wirklich behaupten, dass sie eben der geimpft das als immun und wird nicht mehr krank gehen, das ist einfach nicht. Wenn das aber wie der Fall ist, da stellt sich natürlich froh, wenn ich jemanden schon, von dem kein Gefühl mehr ausgeht, kann ich dem Erschränkungen machen. Das ist ein anderer froh, das ist nicht froh vom Privileg, mehr sind dann nach die Erschränkungen aber auf Freiheiten nach gerechtfertigt, wenn ich am quasi kann beweisen, dass ich nämlich gefährlich sind für irgendeinen anderen. Ganz wichtig ist es für Madame Lehnert, dass sie sich die Zeit gut andeelt. Also auch die Zeit für zu entspannen, muss Madame Lehnert professionell ablangen, für dass sie kann effizient bleiben. Weil eben immer etwas Neues könnt, sie sich immer neue Herausforderungen stellen muss und nie eine Routine an das Ganze könnt. Zum Schluss haben wir der Madame Lehnert auch mehr persönlich vorgestellt, für zu wissen, wie es für sie war, direkt so eine wichtige Rolle zu überholen. Das eine ganz große Herausforderung, das lehrt ihn, dass er mehr packen wie er vielleicht meint. Und das war schon, ja, so an kaltes Wasser geheilt gehen. Ich sage mal, dass die Situationen, die können am Leben immer kommen. Wir sehen nie, was mehr ist. Und bei mir wäre das da und schon ein bisschen überlebt. Ich meine, soll ich keine Angst haben, für eine neue Herausforderung zu sein Best gehen. Und dann geht das irgendwie.